Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Dann berichten wir doch gleich mal um König, ne? Kann Enzelmann wirklich die ganze Stadt zerstören? Ah jo, ich hab's doch gesehen, du Hornochs. So, warte mal. Du wärst jetzt mal wieder ausgezogen. Ich glaube aber Guy könnte auch nochmal. Hoppala, so, yes, das ist ja leid. So. Guy auch nochmal, fort und weg. Ich weiß nicht, wie wer von euch als erstes ausscheidet, aber ich gehe auf Nummer sicher. So, die Nackische kommen wieder, mein König. Unglaublich, über welche Kräfte der Mann verfügen muss, der Cordovan zerstört hat. Es ist alles meine Schuld, ich habe meine Fähigkeit überschätzt. Ach, das stimmt doch nicht. Wir müssen aber dennoch etwas gegen Gates oder Gardes unternehmen. Der hat so genuschelt, weißt. Und außerdem Gardes reimt sich auf Hades, tote Gott und so, weißt Bescheid. Mein König, mit deiner Erlaubnis wäre ich mehr über Gates oder Gardes rausfinden. Ich wäre aber Allergier. Ich denke, wir sollten Maxims Hilfe nicht so auf den Anspruch nehmen. Gibt's hier jemand mit dem Namen Guy? Ja, was mit? Hier ist ein Bote aus Tanbel. Er berichtet, dass es deiner Schwester schlechter geht. Was? Liana? Oh, Guy, geh lieber zurück nach Tanbel. Aber Gates ist doch so stark, ich kann dich jetzt noch nicht im Stich lassen. Liana braucht dich jetzt mehr denn je. Geh und stehe bei. Stimmt jo, aber... Mach dir mal keine Sorge um uns. Ich kenne jemanden, der uns helfen wird. Du Mensch, kannst wirklich... Mein König, ich bitte euch um Sedans Hilfe. Wir helfen ja auch mehr über Gates rauszufinden. Ja, klingt ja wirklich gut. Bestimmt einverstanden, Sedan. Ja, mein König. Ich beauftrage dich und Maxim dort mit mir über den ominöse Gates, Gardes, was auch immer rauszufinden. Verstanden, mein König. Mit deiner entschuldigt, Majestät, mit deiner Erlaubnis, wenn wir jetzt gehen. Ich will jetzt nach Tanbel gehen. Ich hoffe, dass Liana gesund wird. Das ist Liana vor allem. Das ist Kassalänerin, die Tier. Meine Schwester ist stark. Sie wird eine Luft geben. Außerdem ist ja die Jessie noch bei ihr. Ja, ich weiß. Also halten die Ohren steif. Ich bin bald wieder zurück, Bube. Wir werden schon Acht auf uns geben. Ich weiß. Alle hopp. Bis bald. Liana wird wieder gesund, oder? Natürlich. Maxim? Bevor wir gehen, möchte ich die Wahrheit von der höheren Seele haben. Die Wahrheit? Kommst du mit uns, weil der König dich darum gebeten hat? Nee, ich will wissen, was es mit der Frau in der Höhle und deinem Schicksal auf sich hat. Du meinst die komische Schicksalsgeschichte? Ja, außerdem möchte ich Gates besiegen. Das hat etwas mit Ehre und Stolz zu tun. Du meinst, du kannst den Hansel besiegen? Seine Kraft ist gewaltig, aber wenn ich ihn mit meinem gezückten Schwert gegenüberstehe, dann kacke ich ab wie im Turm. Du denkst das gleiche, Maxim. Ah jo. Das habe ich mir gedacht, deswegen will ich dich begleiten. Traust mal jetzt endlich? Ja, aber noch nicht hundertprozentig. Boah, leck mich fett, du bist ein ganz schön harter Brocker. Jetzt aber auf. Lass uns durch den Turm noch Minjas gehen. Die Barriere im Turm sollte jetzt abgebaut sein. Warum auch immer. Okay, dann ist das doch recht gut gewesen, dass ich Guy entkleidet habe. Und dich machen wir jetzt mal auf Optimum. Wie? Du kriegst kein Juwel in die Hand gedrückt und keine Kette, kein Ring. Okay, scheiße. Jetzt habe ich den Zombie-Ring verschmaust, aber naja, egal. Du kriegst wieder das Satyr-Juwel und für dich gibt es auch ein bisschen was zu schmausen. Ja, super, Hexenring, genau, als ob. Du kriegst den Lederstein. Samurai-Juwel, ja genau, als ob ich dir das verfüttern würde. So, das kannst du aber. Silberpanzer, ja warte mal ab, bis mein Minjas sind. So, jetzt gehen wir erstmal fort. Und warsteln hier wieder aus dem ganzen Gedöns hier raus. Burganlage, tschüss. Dann, Selan, Warp bitte noch Cordovan. Joink. Und wieder zurück zum Turm mit uns. Okay. Du hat sich wohl noch was von Hinterarg schliche hier. Jetzt sind wir halt spürbar ein Mann weniger. So. Ja, natürlich genau auf der falsche drauf. Der wart ab. Die zweite und der dritte versucht's. Der ist durchgekommen. Aber der Goblin nicht. Der ist ja besonders stark. Gut, dann mach den fertig. Du hier und du da. So.
Zack, zack. Und ruf auf die Wutz. Und du machst den kaputt. Hier. Die ziehen aber viel ab. Okay, so. Das hat gereicht. Hoffentlich reicht es auch. Jo. Gut, für Seeland gibt es nochmal Level. Mal Dendo. Und dann gehen wir hier weiter. So, dann müssten wir eigentlich dort ohne Probleme durchkommen können. Jo. Vorbei am garstigen Hasspilz. Und die Barriere ist wie versprochen weg. So, weiter geht's. Dudeldada. Kleines Dörfchen. Sind mal die beste. Ninjas. Willkommen in Ninjas. Habt ihr schon von den Monstern in der Nordhöhle gehört? Das machen wir erst mal, ja. 20 Goldmünzen für die Nachtzeit und mit einverstanden. Ajo. So, das Mal möchte ich es einfach mal wirklich nutzen. Okay. Allerhopf, was sagst du? Boah, du glücklich an jeder Seite Fahrt, das ist ja toll. Okay. Markus Vater hat alle Heißle in die Stadt gebaut. Mhm. Godemans Zerstörer wurde in der Nordhöhle gesehen. Er hat auch die Brücke zerstört. Wir wollen die Brücke reparieren, aber es sind so viele Monster in der Höhle. Ja, keine Sorge, ihr lustige Dörfler, jetzt bin ja ich hier. Der Mann, der Godemann zerstört hat, ist nach Norden gezogen. Ich habe im ganzen Leben noch nie so eine Horrorgestalt gesehen. Brrr. Mach da nicht in die Kut-Opa. Dafür sind wir ja hier. So, was mit dir? Na, du Wicht. Mein Freund Marco hat das Riese-Ei. Es ist so riesig. Ich möchte so gern wissen, wer oder was das Ei ausbrüten wird. Ja. Und? Mein Papa baut Häuser und Brücke. Zurzeit ist er in der Nordhöhle und repariert die Brücke. Aber in der Nordhöhle sind auch viele Monster. Das ist sicher gefährlich. Ja, aber mein Papa ist der Einzige, der die Brücke reparieren kann. Wirklich tolle Papa, dein Mann, dein Papa. Ja, ich hoffe, er kommt bald wieder. Aber mit Marco habe ich jetzt eigentlich eher mit dem Mädel gerechnet, mit dem Bu gerechnet. Egal. In Rusalka soll es einen großartigen Krieger geben. Oh ja, bei dem kommen wir auch noch vorbei. Ruf mich, wenn er mich braucht. Geil, Blutball. Gleich mal für Seelandkafer. Speedy ist Quatsch. Erhöht den Kampf. Ja, das ist auch Quatsch. Warp, ja, brauchen wir nicht. Aber Glutball brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Perfekt. Für Tier müssen wir gar nicht so viel einkaufen. Die ist nicht so lang dabei. Servus. Wumme können wir mal 5 kaufen. Hin und wieder wollen das die Kapselmonster. Gladius. Ja, mit dekorativem Muster. Götterschlag. Okay. Weil der Gladius von der Römer auch bekannt ist, so gegen Untote wirksam zu sein. Oh, die scheinen ein bisschen römisch hier angehaucht zu sein. Es gibt einen Toga, aber es gibt auch einen 19. Jahrhundertszylinder. Alle hopp, was kann dann der? Runder, schicker Hut. Ja, Seeland macht dich mal schick. Und ansonsten müssen wir jetzt auch nichts großartig einkaufen. So, hoppla. Was sagt dann unser Kapselmonster? Er will einen Platinhelm. Natürlich. Natürlich will ich einen Platinhelm. Wie könnte es auch anders sein? Wie sieht es mit dem Nachekappe aus? Die schmeckt ja nicht nur du. Dankbarer. Aller hopp. Dann gehen wir noch in die Kirche. Und speichern und gehen dann in die Nordhöhle. Du kannst uns helfen mit Speichern, genau. So. Und dann gehen wir direkt weiter. Die Hälfte von der Episode ist ja schon fast vorbei. Jetzt noch 9 Minuten. Aber wir wollen hier definitiv noch hier. Ui, lauter Hasspilze. Ist doch mal eine super Gelegenheit, hier Glutball auf alle zu rotzen. Gucken wir mal, was das so bringt. Yeah. Wenn ihr euch erinnert, dass bei dem Ork, das war spiegelverkehrt. Bei Gegner werden die Zauber meistens spiegelverkehrt gemacht. Finde ich ganz interessant. So, oder nur so als kleine Info, so als nice to know für euch. Krafttrank. Hopp, weiter geht's. Brückenhöhle. Ah, da ist er ja, der Papa. Es gibt jetzt so viele Monster, dass ich die Brücke reparieren kann. Früher hat es ja nicht so viele Monster gegeben. Ja, der lebt so ein bisschen in der Vergangenheit. Egal. Machen wir.
So, Brückenhöhle U2. Tja, da kommen wir noch nicht drüber, wie ihr seht. Ach, mit dem Haken sollte ich vielleicht auch noch mal ein paar andere Gebiete abgrasen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlechte Idee. So, hier. Joink. Bam, bam, bam. Der Pfahl am Flussufer, sehr schön. Ba, ba, bip, bip, bip. So, da gucken wir da nochmal schnell rein. Kriegen wir nämlich einen Heiltrank. Das ist immer gut. So, weiter geht's. Dudel, didel, didel, didel. Bam, bada, bada, bam, 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 bam. Und immer weiter. Immer heiter weiter hier. Die ist ja nicht so besonders groß, die Brückenhöhle. Zaubertrank. Auch immer gut. Kann hin und wieder nicht nur schade, so ein Ding dabei zu haben. Und dann geht's hier weiter. In dem Raum ist ja nix. Die Leere scheint mir sehr dubios. Gibt's hier nicht so einen Trick oder so etwas? Tier, lauf hier nicht so unbedacht rum, es könnte gefährlich werden. Alles okay hier. Und weg ist er. Tier! Um Himmels Willen, schnell, wir müssen sie finden. Mist, ich finde die Treppen runter nicht. Mir Henker Zeit mehr, um noch Treppe zu gucken. Was zum Henker? Tia, pass auf! Mann, das war aber knapp. Geht's dir gut hier? Ja, danke. Gut. Tia, alles in Ordnung? Ja, Seelan hat mich gerettet. Danke, Seelan. Deine blitzschnelle Reaktion hat Tia gerettet. Naja, das war aber viel Glück dabei. Ja, du hast vollkommen recht. Also pass jetzt besser auf. Ich glaube, ich könnte das nicht wiederholen. Wir dürfen uns nicht nur auf unser Glück verlassen. Bevor wir absehen, was machen wir jetzt? Ich kann keinen Ausgang entdecken. Mal gucken, vielleicht ist irgendwo Geheimbär versteckelt. Seelan! Wart, Maxim! Was ist denn los hier? Wir müssen uns dummler. Ja, tut mir leid, also auf geht's. So. Seelan, ist ja auch nichts geschehen? Und sagst, wir sollen vorsichtig sein. Und was machst du? Ja gut, aber... War nur Spaß. Ich bin froh, dass du hier bist. Egal, Hauptsache dir ist nichts passiert. Auf geht's, Tia. Du bist so goldig, Maxim. Es wäre alles viel einfacher, wenn du Ekel wärst. Tia! Wie, was? Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade über das noch gedacht. Ja, wie gut, dass er kein Ekel ist, ne? Ah ja. Okay, jetzt sind wir schon hier. Die komische Aliens hier, die ein bisschen aussehen wie der Guldo vom Ginjo Sonderkommando, wenn ihr Dragon Ball kennt. Das sind, wie ich schon mal versprochen habe, Echsenmann! das sind die Viecher, die im ersten Dungeon unseren Endboss dargestellt haben. Und jetzt sind sie zum Standardgegner degradiert. Und ja, das sieht gut aus. Die scheinen etwas gegen Hitze zu haben, die Kerle. Damals hätte es uns nichts gebraucht. Wir hatten ja nichts, was Hitzeelement war. Zack. Und weggeäxt. So. Aber die Gegner kommen immer wieder. Das ist ja das Problem. Diese Freaks hier, die tauchen immer wieder auf. Dotra ist der merkwürdige Kristall hier schuld. Das heißt, wir können uns hier einer abzappeln bis zum geht nicht mehr. Und ja, es wird rein gar nichts bringen. Hey! Drecksack. So, warte mal. Wir probieren es mal mit Funke bei dem. Einfach mal in der Hoffnung, es möge wirklich was abziehen. Ja. Gordo, bleib. Bleib bitte. Gott. So viele Rachegefühle hat er dann doch noch, dass er bleibt. Okay. Hier müssen wir aber weiter durch 2-mal Gegnerbegegnung. Okay, kriegen wir hier. Das sind jetzt 2 unmittelbar aufeinanderfolgende Kämpfe. Die dürfen wir eigentlich trotzdem hier kriegen. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Hey! Das macht nichts. Maxim hält was aus. Der ist aus 10 Juchteletter, der Kerl. So, wir heilen uns mal alle und du gehst mal dort drauf. 10 wie Juchteletter, der Maxim. Unglaublich, ne? Und... Ja. Finde ich gut. Die Heilung war bewusst, damit ich jetzt hier direkt in den nächsten Kampf reinstolper.
und so direkt geheilt bin. Okay, Seelan ist doch relativ flink. Maxim sieht auch nicht schlecht ab. Es geht. Mistvieh. Okay, so. Müsste was bringen. Maxim, hit him. Sehr schön. So, und jetzt achten wir mal auf die Gegnerfiguren. Weg. Haha. Die Tür hat sich außerdem auch geöffnet. Das heißt, hier kommen wir wieder ohne Gefahr raus. Und hier durchs Treppenhaus durch. Und dann kommen wir auch ja. Die Monster sind weg. Habt ihr Düppe sie vertrieben? Ja, wir haben die Quelle vom Böse, die sich im Keller von der Höhle befunden hat, besiegt. Jetzt kann ich die Brücke reparieren. Wollen wir dabei zugucken? Ich hab's gern, wenn man jemand dabei zuguckt. Das liegt in der Familie. Ich bin gleich fertig. Aha, das ging aber wirklich fix. Das ist nicht toll. Tja, ich bin Meister von meinem Fach. Allah, bis zum nächsten Mal. Agewa mag niemand. Okay. Sodela. Wir machen jetzt mal die schnelle Variante. Wir gehen zurück nach Minjas. Und dann möchte ich am Ende von der Episode, bevor es weitergeht zu Rusalka, möchte ich noch was anderes erledigen. Wir müssen aber erstmal hier, damit wir noch eine Belohnung abstauben können. So, hier rein. Danke für eure Hilfe. Fühlt euch hier wieder heim. Danke, ich hab ja etwas für euch. Willst du uns das wirklich geben? Ja. Ich werd's gut aufbewahren. Drachenei erhalten. Geil. Sehr schön. Okay. Dann geht's nämlich weiter. Die Drachenei-Jagd sollte nämlich auch nicht vergessen werden. Muss ich mal so dazu sagen, bevor wir das vergessen. Gehen wir zuerst noch Taya zurück, zu unserem Ursprungsdorf. Und waschteln da nochmal in die Kellerei. Ja, sorry, also, damit gebe ich mich jetzt nicht mehr ab. So. Das ist mal dann doch etwas zu primitiv hier mit den Gegner. Höhle nach Tarika, ist so schön gut. Aber ich möchte noch wo hier gehen. Da muss ich dann, glaube ich, da lang zum Keller. Ah, nee, Quatsch, das war nicht da. Wo war dann das nochmal? War das dann nicht hier? Müsste hier gewesen sein, oder? Ja, genau. Jo, irgendwo hier geht's dann in die Kellerei. Dann vielleicht auf der Seite. Ich hab's halt nicht mehr so wirklich im Kopf, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, dann machen wir hier mal die Barriere vor dem Pilz. Ja, geht wohl nicht anders. Ein Waldpilz, also komm. Verarsche kann ich mich selber. So. Dann hier. Genau, dann sind wir da wieder richtig. War das hier, wo es runter ging? Bin mir nicht so sicher. Nee, das war da, wo es offiziell weitergeht. Und zu der Unerhöhle, wo es zum wo man einen Enterhake braucht, geht's dort lang. Da können wir nämlich gleich mal hier rüber gehen. Jetzt können wir das nämlich endlich machen. Und Drachenei. Tja, wie gesagt, diese Drachenei-Sache ist nicht zu unterschätzen. Wie viel haben wir dann jetzt? 3 Stück. Okay. Und ich möchte es eigentlich so schnell wie möglich auch hinter mich bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, so vergesse ich es nämlich auch nicht. Außerdem ist es fix erledigt. Und das nächste finden wir in Lunaria. Da haben wir ja auch die Sache gebraucht von wegen, hier, Enterhake und so. Und ja, ich denke, es führt 8 zum Drachenei. So. Dann hier und hier. Dort lang. Dam dam bam bam. Ja dam bim bim. Bombe. Okay, das ist eigentlich auch recht fix erledigt. Da müssen wir nur dort hier.
Und rübergewurstelt. Und... Ups, Wasserjuwel. Doch kein Drache-Ei. Ich habe gedacht... Na, egal. Egal, das Drache-Ei hatten wir woanders. Stimmt, hier war woanders ein Drache-Ei. Egal, Wasserjuwel. Ein mystisches Juwel mit der Kraft des Wassers. Frostfluch lässt die Gegner in einer Kältewelle erschaudern. Geil. Ja, für Maxim ist jetzt nicht unbedingt was. Aber die Intelligenz geht halt hoch wie Sau. Ich muss sagen, bei ihr machen wir das. Sie braucht die Stärke jetzt nicht so dringend. Machen wir mal die Flucht. Und dann gehen wir nochmal noch Minjas, gehen eine Runde Ratze, wegen der MP, die wir hier so ordentlich verschwendet haben. Und dann können wir eigentlich direkt wieder weiterreisen. Aber das machen wir dann erst in der Episode Übermäuer. So, wieder noch Minjas. Ja, und dann sehen wir uns Übermäuer wieder, ihr liebe Leid. Wenn wir dann weiterreisen ins Königreich Rusalka. Das dürfte, glaube ich, nur eine Burgstadt sein, ohne Stadt direkt, sondern eine Burg mit Lade und so weiter und so fort. Und ja, da sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.